Radio 10,7. Gute Mëttecher wëllkom an déser neier Editionioun vum Webinär an do gimmer haut raus an frisch Luft, léieren dobausen as seis Thema an dat geht net just fir d Naturwissenschaften, praktisch all Schulfach kabausen dem Klassesaal vermëttelt ginn, an dem se als Leierperson dem Welt 400 Dir an den Unterricht mat abbaut. Dat bedeit net unbedingt, dat de méi Ressource brauch met d'Organisaioun vun der Leiergruppe as eng aner. Wéi dat ofleft, aéi eng Proje net am Kader vum Lehren dobausech verginn, wëlle mir an der nächste 1,5 Stunde diskutieren, fir den zeitliche Kader net zu sprengen, werdet lo just die Formalbildung goen, dabecht vu Museen, Naturschutzorganisationen oder nach engem SNG, fir Lehren an der Natur zu fördern, kennt sech schon nach eng Emission fir sech fëllen. Des Webinär versteht sech wie immer als interaktiv, wann der also eng Frohhut dann zeckt Netze zu stellen, dat iwwer E-Mail fro@webinar.lu oder WhatsApp 21440044. Wir gehen dann dorop zum Schluss von der Sendung an. An hai am Studio begräßennech hautlo Feiergast. Gute Mittag. Gute Mittag. An déi erzielen also direkte pur wieder doriwer wéi sie mat Léieren dobausen ze din hunn. Wir fenken un mat der Bildungswissenschaftlerin Andrea Fiedler. Merci vielmals. Ja, ich schon eng ein Firma, nicht dummer da spezialisiert op draußen schaffen an Unterrichten mat Kanner. Ich schaffe selber zu Niederanwen an der Schule, du halt hauptsächlich dabausen. Ich gehe Informationen für Lehrpersonal und auch für Erzieher halt zu Letzeburg an. Ja, ich beroden an machen Bildungsprojekte am Moment forschen dabausenprojekt für den Skript. Okay, da gehen wir rüber mit Madame René Fratz, der am Präkurs zu Wolfschaft. Ja genau von der 4 sind ich mit den 3- bis 4-jährigen Alldachbausen in NRW an ja fühle mich gut, dass ich Frau der von heute von zu zählen. Dann haben wir auch nach Veronique Kohnenheibayer, sie ist Enseignante an der Grundschulzykkel 2 bis 4 auch zu Niederanwen. Ja, voilà, ich arbeite mit den Kindern vom Zykl 2 bis 4 dobausen, gehe mit Klasse raus. Niederanwen ist eine Schule, die eine lange Tradition am Lehren dobausen hat. Ich gehe aber auch mit den Akkuiskindern raus, das heißt mit den Primo-Arrivants, einfach weil ich fand, dass Spruch sich dobausen immens gut entwickelt. Seit 2 Jahren bin ich dechargiert vom Skript auf den Projekt Forschen dobausen, wo ich mit Andrea die Schulmädchen dabei unterstütze, mit ihrer Klasse rauszugehen. An der begräßennech den enschen Herr an der Runde Piet Micho, hier als Pionier vom Lehren dobausen, kann ich dazu sagen. Oh, ich ging mich mal an der Rund von lauter junge Leute als Dinosaurier von der Umweltpädagogik bezeichnen. Ja, ich bin effektiv, wenn ich so 50 Jahre lang Schule gehalten, dann lebe vielleicht dobausen nicht mehr. Ich habe 20 Jahre meine Klasse gehabt, mit 18 konnte in der Zeit auf die IP gehen, und da kommt die Serb, und da hatte ich die Chance, mal auf die Uni rüber zu kommen. Sodass ich 3 Systeme kennengelernt habe, Vordeler, Nachteile. Ich meine, 2 von meinen Pionieren habe ich nicht effektiv, die ich Naturschule hier im Land, die ich gegründet habe, aber wo ich vielleicht im Moment mehr Wert nach drauf lehne, dass die ich Technikschule für kann. Wir gehen einfach nur für dich an die Naturschule gucken, ob Place Sauvage, die also ugeschwart gehen ist. Wir waren da 400 Sendung in NRW, an Hai gehen es paar andere aus einer Schulstunde mit dem Naturschulschulmeister Marc Frisch. Mauern hier noch? Und Wasser. Auch nicht Wasser? Und Wasser Haus. Wir müssen nicht all in für den Haus Wasser. Heute oder so war schon unser Häuser, ja. Wir waren kein Haus da, wo bauen sie das? Boden. An den Nacht Boden bauen das gefährlich. Für was? Kann der kommen? Da können die kommen, was können die machen? Die können die klauen, die können machen. Kohle für zu fressen, wie zum Beispiel. Das muss der wissen. Wenn als großer wäre ein Gebäude geholt. Fuß. Der Fuß. Der Fuß ist gefährlich. Der Fuß ist ein In. Der Fuß kann noch der. Für was meint ihr dann, der Mama so brung ist? Weil Weil viele doch schon darüber geschwärzt haben. Für was ist sie so brung? Nee. Ja. Weil hat muss ein Schätzchen, hat muss ein Baby passen. Ja, aber nicht so brung ist, was kann ich da machen, was er nach dem Boden macht? Was nie um Boden ist. Camouflieren. Also ich kann camouflieren, als sich Parden sich verstoppen. Wenn Mama in dem Boden sitzt, am Busch, wo es brung ist, können mehr so nicht gut
Der ist gut verstoppt. Eg gut getarnten Fehlerchoss Mam, also méi wéi funktioniert Naturschule zu La Sauvage, wie kann du hi goen, wéi eng Schüler, wie schafft du? De George Theis ass vun 4 Enseignant do an Hudeis an engem weiterer Beitrag pu Antworte ginn. Am Moment schaffe bei Jais 4 Enseignant aus dem Fundamental, die hai zurückgreifen können op eng Reihe vu Klassereim, im 400 Hummer en pädagogische Guard, mir hunn Beistand, mir ganz viel Bëcher rundrem an de pur Weieren, an die méiglech neise weit gefächert pädagogisch Angebot fir Lützebauer Schulklassen ha vom Sikel 1 bis sogar die ënnecht Klasse vom Sekundär. Bei uns steht Naturerfahrung mat alle Sinne am Mittelpunkt vun unseren Aktivitäten. Darüber raus greifen wir einfach geschichtlich an geografisch Themen op. Es geht auch um Meteorologie, Klimawandel, erneuerbare Energien, Landwirtschaft, fairen Handel und so weiter. Wir sind aber ein Zentrum für Fortbildung, Formation von Enseignern. Das Hauptziel ist von der Formation, dass ein Enseignant den Heiers mit seiner Klasse Sachen überhält und das eben ohne als begleitende Hilfe auch machen kann. Wir lehnen Material aus im Dokumentationszentrum und wir initiieren und fördern noch lokale regionale Projekte. Wir haben einen ganz Katalog von Aktivitäten, bis zu die 60 Aktivitäten bieten wir an. Auf unserer Homepage naturschule.lu kann der Enseignant oder der Enseignant dann an dem Katalog Schwa machen und Aktivitäten, wo man das passt, für Singen oder hier Klasse ganz besonders. Meldet sich dann über Formulär Internet sieht an. Kriegt von uns dann eine Invitation oder sogar ein paar Invitationen am Laufe des Jahres, wo dann mit der Klasse kann, bei uns kommen. Also wir haben Priorität für die Verdiener an Peitinger Klassen, können aber auch Klassen aus dem ganzen Land zum Teil bei uns kommen. Wir hatten im Durchschnitt um die 600 Visiten von Klassen pro Jahr als La Sauvage oder in der Gegend. Also ganz viel Demand bei der Naturschule La Sauvage, das lo 37 Joer hier, Piet Micho, dat dir die Schule do gegründet hat. Wie viel Überzeugungsarbeit war demals nötig dafür? Bei die Zeit hatte ich eigentlich keine Referenzen. Das heißt, wie ich 10 Jahre regulär Schule gehalten und ich habe gemerkt, dass verschiedene Kanner dekonnektiert hatten, die nicht mehr an das System ran gepasst. Das heißt, ich probiert Kanner aus der Bank zu kriegen. Das war den nächsten Abstrakt, den ich geschrieben habe, eine Alternative zur Schulbank. Bank war immer das System, der regiert war, wo ich probiert habe, etwas ernst zu machen. Und, am Anfang, wir hatten keine Referenzen, es gab kein Material, es gab eigentlich kein Arbeitsblatt, es gab nichts. Und es war so eine Aventur, auf die sich angelassen hat. Und ich hatte die große Chance, dass den Eko bei den Eltern relativ gut war, weil Kanner begeistert war, für rauszugehen. Die Eltern haben das natürlich bei den Politikern gezählt und dementsprechend kommen dann nur Gelder. Mir am Anfang konnte ich alle Sport müssen kaufen gehen. Ich bin sogar nach einem Foto das letzte fand, wo ich den Bayernhaus mit einem Nopa abgebaut habe und ich selber den Bitter nach musste machen. Das kann man sich halt nicht mehr vorstellen. Das hat sich multipliziert. Aber nicht an dem Sinn, wie wir uns das vorgestellt haben. Es war eigentlich ein Pilotprojekt an die Gemenge rundherum, hauptsächlich Süß, Esch, Diedeling, Schöffling. Die sitzen bei uns eigentlich an der Schulbank, die gesagt hat, das ist ein flottes Modell, wir machen das dort noch, wie muss in die Schule lernen. Und das ist nicht geschieht. Das heißt, darüber hin haben wir an der Piste probiert, notamment, das über das Naturschutzgesetz. Ich war derzeit doch Präsident von Natur und Umwelt. Und das hat mir um Herz gelegen. Und dann haben wir eigentlich das Ministerium gestresst, wie so schreibt, die Education, l'Environnement und Gesetz an. Und darüber hin kriegt eigentlich die Administration, der ANF, den Auftrag für die Zentren, zum Beispiel die Burfeld, Remärchen und so weiter. Das waren Multiplikatoren. Und ich meine, die machen hier sehr auch haut gut. Ne? Und das wird schon einen Weg gemacht. Und das ist ein gewissen Erfolg, ja. Die hat schon der Zentren abgezielt, die nicht genau dieselbe Funktionament tun. Wie die Naturschule, eng Frohen Irsche, Madame Kohnen, gibt es ein Besoin für mehr so Lehrzentren oder gibt es ein Besoin für mehr Naturschulen?
also ich sie sicher mat der Meinung, dass de Bösmann fir méi Lehrzentren an Naturschule gëtt. Ich sinn awer auch der Meinung, dass en och kann mat de Klasse rausgoen, wann ki so ein Naturzentrum oder kein so eng Naturschule lass, dass all Schulmichter auch kann dobause schaffen, auch wat sie wird einfach nimmen am Schulhaf oder de Bussel dann irgend an den Park fährt der Tischcht. Das sech bis en Ziel vu Furschen dobausen, ge mat dinger Klasse raus, fährt net raus zu goen, an ge einfach dem vir und dir. Dobause muss net heechen de Bösch, dat werden auch mir später an der Sendung nach gesinn. Komm vielleicht noch ein bisschen zu schwatzen, méi am Detail op Doffer déet fir verschieden Altersklassen gëtt mam Leiieren dobausen. René Fratz, Dir macht schon ganz lang Aktivitäten dobause mat Kanner am Prekos oder eich Spielschchoul wahrscheinlich van Cello altersmäßig geschafft hun, der das an der Renaschchoul zu Volz. Wat sie fir ihr Vierdeler vum Leiieren dobausen? Ma Natur oder derbausen oder 400 Dir gesi mir einfach als Leierraum wann den als Plan d'étude guckt den ermöglicht vu ganzheitlich Lehren derbausen, also das kein groß Hexerei. De Vierdeel davon ass dat größtwur Verbonnenheet verbonnen sinn mat der Natur an do hunn an Tourzyklen dabei as zum Beispiel ganz einfach Beispiel an den Lächt die 5 Jahre immer im Kund erliewen ass wann am November de Kächtebämer bei se Platz immer im higin kein Blierdermie hat as och all kann kein letzte Spruch zu dem moment huet weiß ob de Bärm an hat gemerkt du hast es geschieht du so kein Blier mehr op dem Bärm also ich sprach net großartig in der Schule Poster raus zu krome vu Beben die Blierde hun die Kengblieder und die Farbesblierde hun sie gesinnet einfach sie verstehet sie begreifnet weil sie erleben an der das von denen größten positive Punkten an do drohen schläst sich dann eben Spruch un weil de Mënch sei bës war also immer alles zu verbalisieren an noch wenn man kein Spruch und dann hummer Hänner face also kein Verbalspruch und dann hummer Hänner face mir hunn ja mir können das ausdrücke mat koncht dann an ja der Tischspruch as am grosse Sinn wirklich gëtt gelieft an der Natur an as ganz einfach zu leben an du mirken einfach von denen den Klängen wie sehr die sich Fiun entwickeln auch die ganze Autonomie geht viel miséier virun, weil en an ganz groß Beispiel also mat Wahrnehmung der Techt wenn as ma warm, wenn ich as ma kal sind se bis de Prekosmeschens vun der Mama oder dem Pap ofhängig oder der Kräch wo soch sinn an wo gesot get das lo warm de den Jacket aus das lokal de den Jacket dun. Zu diesem Moment am Joar sinnch so weit dat mein Klang wirklich schmirken das ma warm an sie den hier Jacket aus aber an eng Lüftsche könnt den se un sprach neich mit so an do so immer wow alles gut gemacht sie sind weh fir zu wissen wie gehtt mir a wo gin ich hin also ja man Körper also mat alle Sinner leieren an se Körper kennenlehren der méch Natur. Andrea Fiedler, dir sieht Bildungswissenschaftler im Minute schon gesucht, dass das hier so weit fällt. Trotzdem, was gibt der Antworten, ob froh nur den Erkenntnisse an der Bildungswissenschaft über den Abfluss vom Lehren dobausen? Was kann ich dort zurückbehalten? Was sind die wichtigsten Punkte? Also ich glaube, zuerst würde ich mal damit anfangen zu schauen, was haben wir eigentlich heute für eine Zielgruppe? Also mit was schlagen die sich rum? Was ist eigentlich so die Challenge, die die Kindergeneration heute hat? Und die unterscheidet sich aus welchen Gründen auch immer, weil es halt gesellschaftlich sehr viele Entwicklungen gab. Jetzt mal ganz ohne Wertung gesagt, deutlich von dem, wie es in meiner Kindheit jetzt beispielsweise war. Wenn ich das nur ganz kurz beschreiben darf, also sie haben sehr viel weniger Zeit, als wir die haben, die nicht verplant ist. Und ihr Leben ist eigentlich sehr gezeichnet durch wechselnde Bindungspersonen. Also es gibt viel Maison Relais Schule im Wechsel. Personen, die zuständig sind, wechseln relativ schnell. Wir haben keine Großfamilien mehr im privaten Bereich, wo Oma, Opa, Tante, Onkel jetzt unter einem Dach oder zumindest in nächster Umgebung sind. Die Familien sind meistens auf sich alleine gestellt, meistens also doppelt im Beruf. Das heißt, die Eltern haben auch weniger Zeit mit ihren Kindern, dadurch entsprechend auch versuchen, vielleicht am Wochenende nachzuholen, was sie die Woche über verpasst haben. Also diese ganzen Aspekte. Das heißt, es ist eine starke Taktung von allem, vom Privatleben, vom Zeitumfang. Und
Sie haben sehr viel Bewegungsmangel. Also wenn man schaut, ein Erwachsener braucht so eine halbe Stunde Sport 3-mal die Woche, dann bleiben wir einigermaßen in der Reihe. Kinder müssten eigentlich 2 bis 3 Stunden am Tag physisch auf Volllast laufen und das nicht nur einfach, um fit zu werden, um körperliche Leistungsfähigkeit aufzubauen, sondern für ihre Hirnentwicklung. Und das ist aus meiner Sicht aus den Erkenntnissen das zentrale Argument, warum wir eigentlich über unsere Pädagogik und über die Lernorte auch nachdenken müssen, weil jedes Kind kommt mit der gleichen Anzahl Nervenzellen auf die Welt, also 100 Milliarden. Die Anzahl der Verschaltungen macht die Leistungsfähigkeit vom Gehirn. Je anregungsärmer das Umfeld, umso weniger tut sich im Kopf. Und wenn eine Nervenzelle 10.000 Verknüpfungen haben kann, circa, und ich weiß, dass aber die Räume, die die Kinder als Umgebung haben, jeden Tag anregungsarm sind, dann weiß ich, dass ich im Prinzip produziere, dass ich einen Nachhilfebedarf habe nachher. Und das ist nicht nur ein bisschen, sondern das bezieht sich auf die Mathematik, das bezieht sich auf die Sprachen. Weil zum Beispiel auch, wenn man schreiben lernen will, dann ist es Raumerleben die erste Instanz, die gemacht werden muss. Der Körper muss erst eine Bewegung von links in die Mitte zum Körper und von der Mitte nach rechts zusammenbringen zu einer Verbindung. Wenn das nicht klappt, können die im Eintritt in den Zirkel 2 nicht richtig schreiben lernen. Und es gibt ganz, ganz viele Erkenntnisse darüber. Fazit für mich ist eigentlich, dass ich deswegen über Draußenlernorte nachdenken muss, weil ich dieses Lernen mit allen Sinnen, was eben schon angesprochen wurde, unterstützen muss. Ich brauche reale Gegenstände, die angreifbar sind, die räumlich bearbeitet werden können. Ich brauche unstrukturierte Bildungsanlässe. Das heißt, ich brauche keine Spielplätze, wo die Bewegungen, die gemacht werden, schon vorgebunden sind oder vorgegeben sind, sondern ich brauche die Natur, wo der Boden eben komplett uneben ist, wo ich klettern kann, so wie ich auch selber denke, dass ich klettern kann. Das heißt, ich brauche Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich brauche Zeit und ich brauche eben Räume. Und dann kann man sagen, okay, das ist aber jetzt nicht allein die Frage der Schule. Nee. Und das ist die zweite Antwort, die ich gerne geben will. Also wir müssen sowohl zum einen sagen, dass draußen arbeiten und lernen aufgrund der Situation der Kinder besonders wichtig ist, sondern wir müssen auch hin zu einem Bildungskonzepten kommen, die alle Bildungspartner mit an den Tisch nehmen, weil es reicht nicht, wenn wir in der Schule Lernen draußen machen. Also das ist die Maison Relais genauso gefragt, die Eltern sind gefragt, weil den Kindern sonst ein wichtiger Teil ihrer Entwicklung eigentlich fehlt und wir eigentlich wir produzieren Nachhilfebedarf, würde ich mal so sagen, wenn wir nicht so weit denken. am Sikel eenent och bei den grosse Kanner as den lächte Joren schon viel opgebaut ginn noch ha am Land fir Leiieren dobausen ze förderen. Dozo gehéiert den Projektfurschen dobausen kurz Fudo, dat er seg Offer déi sech also un Sikelen 2 bis 4 richtech bleiwen ha dech bei Madame Konen, dat se Projekt an dem Dir stark engagéiert sieht. Könnt Di kurz erklären, wéi den Projekt an der Praxis funktioniert, wärst du so man mal so eine Modell alldach. Sechte Projekt Furschen dobausen as Projekt, wo mir Schulmeestren aus der Direktion dobei unterstützen, mat ihre Klasse rauszugoen, der Tischcht mir hunn die Schulmeestren all an der Formation continue an den Weiterbildungen gesinn, hunnen Austausch durch den Schulmeestren gepusht, gefördert, an sind dodurch mat all denen Leute a Kontakt kom. Dorepsinn hummer geguckt, wat treng Meigkete sie rundrem Schule, wat treng wir sind do, wo kann mat de Kanner forschend entdecken, schaffen, erleieren. Mir hunn Gemenge mat an Boot geholl, mir hunn Maison Relais d'Eltern probéiert mat anzubannen, sind zum Beispiel die Wehr mat de Schulmeestren oder auch nach den Expertmeister beigeholl, wie d'Vierstren der NF oder bei uns an der Direktion, also zum Beispiel a Wirwech, hummer mat an Boot geholl, an dann hummer die Wehr ausgeschafft. Dorop sinn hunn Schulmeestren die Wehr mat ihre Klasse getest, also Feedback gin an Done hummer dann die Wehr op Homepage fudo.lu gesagt, wo auch gerken denker Land kucke goen. Dat soll dann natürlich urregen Schulmeestren aus andere Schulen auch so Sachen zu probieren, ze zu entwickeln, dass sie passend op hier Schule sind. Dir Schwezlo habt von Ärer Erfahrung zu nieder anwen. Forschen dobausen also sege Pilotprojekt den Lo an der Direktion zenkt, also Grevemacher entwickelt gouf an soll awer lo national ausgeweit gin. Ich mein, du kann man dann viel als bis méi ze soen. Ich wollte für dich nach den Herr Micho zu Wort kommen losen, den hat Hand ausgestreckt.
Ja, ich wollte kurz op dat wat Andrea viel so zurückkommen, nämlich der Raum an Zeit, die enorm wichtig sie für Kanner. Schön dat an dem Buch, weil ich editiert hun Lokaler für und auch beschrieben, was ein inner Titel eine Schule in 3D. Dreidimensional a mir hunn eng Schul, die funktioniert zweidimensional. Tich das alles op Babysblider, op Laptoppen, op enger Tafel, das alles dat ge Profil. Dat ich kann net dupacken, net begreifbar. An echten Zikel geht dat nach. Mir han no as praktisch alles taktil mir nach Efanger, de man gebrauchen an Platz 10, den immer iwwer de Schirm wcht. Da gedenkt eng Reihe Komponenten, die eben net erliefbar sind iwwer de Laptop. Ich bin Kapitel genannt, mein Laptop im Clinch mit Coco Chanel. Dat heißt, du frohen ich mich für wat kann mein Computer net triche, für wat immer Geruch river, für wat kann ich net schmchen, für wat kann ich net eben uppacken. Ne? All die Sachen sind enorm wichtig an dem Opbau fest für Kanner. Leider Gottes an unserem System gin se viel zu wenig gebraucht. Madame Fiedler, will den Rappes dazu fügen? Madame Kohnen hat dir Zepter übergehen für drin. Ja, wir sind mit dem Fuschen der Bausen-Projekt eben den Weg gegangen zu sagen, dass also wir haben eine kleine Vorstudie gemacht, haben die Lehrpersonen gefragt, was braucht ihr, was an Unterstützung, um nach draußen zu gehen. Und da war eben einer der Aspekte dieses Austausch miteinander, aber auch Material und die Lernorte an unseren Schulen. Also wie sehen die, welche kann ich eigentlich nutzen? Was ist ein guter Lernort? Was passt für mich? Und das heißt, wenn man auf die Website geht, fudo.lu, ist jetzt erstmal die neuen Schulen der Schuldirektion 10 sind abgebildet mit Unterrichtsideen, die ist aber für jeden Lehrer in ganz Luxemburg schon einsehbar, die Seite. Das heißt, man kann die Unterrichtsideen schon ausprobieren. Im nächsten Jahr haben wir Partner aus 6 weiteren Direktionen und man kann sich als Schule bzw. als Schulteam auch gerne bei mir melden, um da mitzumachen. Wichtig ist halt, dass man seine eigenen Lernorte erstmal definiert, die man an der Schule hat und dann kann man eigentlich gucken, was haben die in der Direktion 10 gemacht und dann kann man das Paket nehmen und eigentlich mit seinen Lernorten kombinieren und dann hat man ein Programm für seine eigene Schule schon stehen. Das hat den Vorteil, weil wir auch jetzt Niederanwen, vorletztes Jahr hatten wir 10 neue Lehrpersonen zum Schuljahresbeginn, die nicht aus der Gemeinde kommen. Wenn man dann die Lernorte der Gemeinde nicht kennt, dann ist man natürlich auch relativ lange nicht dabei. Und um da eben zu helfen, was gibt es überhaupt in der Schule, gibt es eben auch forschende Basen. Okay, also die Judith Ugespart an der Gemeinde Niederanwen ass den Projekt schon ziemlich fast verankert. Den Fred Ternes, den als Schaffen an der Gemeinde Niederanwen als auch Formateur IFAN an hin oder erzählt, a wie weit Gemeng impliziert ass an des Art vu Schulhallen an wo se kann eng Hand mal du packen. Am Hünnergent schon eng ganz lang Erfahrung ha an der Gemeng an dem Bereich gar doch für Projekt frischen dobausen du fährst du sech ha bëssen entsternen die Idee mat am Fiedler mir als Gemeng zum Beispiel schon seit 9 Joer Kontrakt, wo man sie Freelance so sech engagiert fir verschiedene Aktivitäten an der Schul zu melden. Ich denke noch als Gemeng kann en so kit das 2009 die Reform do war wo Gemengfleit wat d'Affektationen an so geht Manner zu so zu kann awer ganz viel Mächer englisch am fundamental wann den zusätzlich Ressource kann zum Deelfleit ganz punktuell zur Verfügung stellen oder eben natürlich die Infrastrukturen. Noch da können wir ganz viele unterstützen, gerade bei einem Projekt wie Frischen dabei sind. Es sind 2 Faktoren eigentlich. Den, dass alles, was den Umwelt, den Klimabereich angeht, mit als Gemeng, sie mein Klimapakt Gemeng, dann ist es evident, dass wir auch wollen, kann aus sich dazu bringen, dass no Bierger sind, die sich dem Klimawandel stellen können und die dagegen können gehen. Das ist alles an dem Umweltbereich. Ich meine, geht aber weit darüber raus. Und gerade Pandemie, oder ist das gewesen, dass es so wichtig ist, rauszugehen. Auch mir erwussten, wenn man ganz viele Leute zusammen sie brauchen als Pausen für rauszugehen, für mehr produktiv zu sein. Und ich denke doch nicht nur in Schule, um es Relaisen an anderen Strukturen, wo einfach ganz viele Kanner zeitweise benennen sind, wo es mehr einfach ist, gerade auch bei Kanner vielleicht mit mehr speziellen Bedürfnissen, dass ihnen einfach mal rausgeht und da hat viel mehr Stress, wie wenn ihnen an einem geschlossenen Raum ist. Und dann geht Lehren dadurch sicherlich auch vereinfacht. Von mir am Gang sind wir mit der Schule drin zu schaffen, auch mit der Maison Relais, mit dem Jugendhaus, mit eigentlich allen Akteuren, die hier ein bisschen die Bildungslandschaft von der Gemeinde prägen. Das ist ein
Projekt, wo man eigentlich dobause will eine Klassesaal zur Verfügung stellen. Das heißt, da sind kein Pferde springen zum Beispiel, dass ihr seht, los in eine Woche und ich mache meinen Unterricht ganz dobause. Weil immer schwierig ist, dass ihr seht, Lohnschenker 2 Stunden, da gehe ich raus, ran, die ganzen hin und her, und da geht vielleicht wahrscheinlich auch viel Zeit verloren, wo das Skepsis geht. Wir mir als Gemeinde gegen Lehrerorte schaffen dobause, die Make-up bespielen, und auch von mehr Akteure kann bespielen. Ich meine, da können die Surgen do wäschfallen, weil da kann ein Programm geben, wo der einfach do fies ist, aber wenn den ganzen Morgen oder den ganzen Tag auf einer Platz zum Beispiel ist, dann da fallen die einer Hürde wäsch. Eng Fronische Madame Fratz, Klasse soll dobausen. Also das war dir Hut, war die Brauch, muss der den definierten Raum sind ernähren an? Nee, mengen net geht den do hin, wo grad Bësmer aus die Froen, die kann er sich grad stellen, Mammer als op de Zichten oder Antwort an dat Tisch, dat kann überall hier go derbausen, dat kann sinn gin en Denkmal an der Stadt gucken, dat kann wo sinn, dass lo grad freier mir well bei Wasser gucke go, wat sich do deet oder das lo grad Tiercht mir gin an den mit van de Böger hatten fir zu gucke, wat do las also. Auf 5 Jahre hun ich kein definiert Platz mir sich immer eng Platz ich mir ganz viel Ritualer die aus der Kader gin die aus der Kader anecht gin wie räumlich dat mir hunn aner Eckwärter an aus dem Ofler vom ganzen Dach. Madame Peter, dir wollt so? Ja, also ich sehe das ganz genauso, wenn man auf den frühkindlichen, also auf den Präkurs- und Spielschulsbereich guckt, dass genau das eben auch besser ist, also keine feste Struktur sondern sich auf das Tempo der Kinder einlassen, weil das im Entwicklungsstand der Kinder und den Zielen der Entwicklung in dem Alter auch das genau passt dazu. Allerdings sehe ich den Bedarf ab Sikel 2 bis Sikel 4 nochmal anders. Also da braucht es sehr wohl gewisse Räumlichkeiten, weil sonst haben wir, Herr Michow hat es auch schon erwähnt, wir müssen schon überlegen, wie wir draußen Unterricht machen können und nicht nur jetzt den naturwissenschaftlichen Bereich, sondern wie bekommt man eben die Fächer unterrichtet. Und dafür braucht es auch draußen Infrastruktur. Also Veronique und ich arbeiten eigentlich mit sehr wenig Material, also wir brauchen keine Kisten und so weiter, also wir haben das meistens in einem kleinen Rucksack, was wir mit nach draußen nehmen, aber wenn man visualisieren will und eben nicht mit dem iPad dauernd mit Wischbewegungen hantieren will, sondern man braucht auch eine Möglichkeit, Dinge zu visualisieren, Dinge zu dokumentieren, die Kinder müssen ihre Ergebnisse präsentieren, da reicht nur ein Klemmbrett auf die Dauer auch nicht aus und ich brauche eben, wenn ich unterrichten will und die Kinder sollen schreiben und sollen mit Papier auch arbeiten, dokumentieren, aber dann doch Schutz vor Regen. Also ich brauche die Möglichkeit, zusammensitzen zu können. Ich brauche sowas wie eine Tafel, also um etwas zu zeigen. Also eine gewisse Struktur brauchst und weil wir eben das Ziel haben, Lehrpersonen wie auch Kinder ganzjährlich mit rauszunehmen. Bei den Kleinen ist das prima, dann ziehe ich denen halt Matschhosen an und so weiter, pack sie dick ein und mache dann zwischendrin Feuer, wenn es kalt wird. Wenn ich aber mit den Großen permanent unterrichten will, brauche ich Struktur und da ist es tatsächlich so, dass es noch keine Konzepte wirklich gibt. Also da sind wir, ich bin international ganz gut vernetzt, denke ich, da sind wir ganz gut aufgestellt, uns jetzt diese Fragen zu stellen, weil die kommen überall jetzt. Gut, wir fahren weiter mit diesem Tour dobausen an gehen op Asch bei dem Projekt Lehren am Gard. Das ist eine Initiative vom Service Educativ Calendula vom Siegel Asch. Und zusammen habe ich mit 3 Ministerien Tanja Giberian begleitet vom Skript aus und hat uns am Vorfeld von dieser Sendung erklärt, wie Lehren am Gard funktioniert. De Projekt Lehren am Gard, das ist ein Projekt, den ganz vielseitig ist, wo es geht, Gerd pädagogisch zu nutzen. Man kann sowohl am Fundamental wie auch an der Struktur der Köchen und auch am Enseignement sekundär. Es gibt verschiedene Vollen am Projekt, der dient als für schon bestehend Lehrgeld zu vernetzen, und eine zweite Wolle als für auch neue Lehrgeld aufzubauen. Das Projekt wird von 3 Ministerien begleitet. Das ist das Umweltminister, das ist das Landwirtschaftsminister und das ist das Edukationsminister. Alle Schulen haben momentan ein 10 Lehrgeld aufgebaut. Da ist die Equipe vom Calendula von Altwies, die Lehrpersonal, auch die Gemeinden, die mit dran sind, begleitet, für die sowohl von Anfang an zu denken, zu planen und dann noch aufzubauen.
Sie mache gleichzeitig auch pädagogisch Bekleedung, wie kann den so gut man kann er flott nutzen, da wird auch pädagogisch Material regelmäßig ausgeschafft. Dat fand den einerseits auf der Website von www.lehrenamgard.lu. Es gibt auch ein Newsletter, wo ich auf der nämlich der Website kann erschreiben, wo in der regelmäßig neue flott pädagogische Ideen mitgedeelt kriegt, wo ich einfach selber kann dazu beitragen an seine eigenen Ideen und Netzwerk mit auflesen lassen kann. Gleichzeitig wird ein Skript zusammen mit der ganzen Equipe eine Molette Pädagogik ausgeschafft, wo unter anderem Fischen dran sind, wo verschiedene Obst, Gemüse, Sorten, Pflanzen wie Kräuter, Blumen, die flott an einem pädagogischen Garten wurden, durchgestaltet gehen, wo flott Ideen mit auf die Wege gehen, wie kann ich die Pflanzen auch mit der Kanne flott nutzen, nicht nur am Garten für sie unzuzeigen, für sie Wursten zu lassen, mir auch tun, wie kann ich sie weiter verschaffen, flott Kamelle machen oder andere Schneeketten oder wie ein Bleie kann ich essen. Also ganz flott Ideen und auch so sind an der Mallet noch eine ganze Reihe flott Bücher dabei. Dann gibt es flott Kartenspiele und andere flott pädagogische Aktivitäten, die an der Malette zu finden sind. Lehren dobausen geht aber nicht nur am Busch oder am Garten, das haben wir für schon angeschaut, wie in der Architektur rundherum als Lehrmaterial kann benutzen. Das steht am Mittelpunkt von einem weiteren Projekt, den am Skript angesiedelt ist. Als gebaute Welt von Göster Haut am Meer hier stehen. Wir hören den Loris Tropeano aus dem Cycle Fair zu Lünchen, den du als Schüler mitgemacht hast. Wir gehen durch die Stadt und da gucken wir so verschiedene Fortbewegungsmittel. Und weil er alles kann holen, so wie beispielsweise passiv und aktiv. Aktiv ist zum Beispiel mir mit der Muskelkraft, wenn wir gehen oder Velo fahren und das alles. Aber passiv ist eben so alles mit Bus, Tram, Zug, alles so mit Motto. Und du hast schon ein bisschen gelesen auf den Zettel, den du ausgedeelt hast, findest du spannend, lo? Wie sie los schon, ja, schon ganz viel auch neu gelehrt. Eben das mit aktiv-passiv oder auch Infrastruktur, so die Straßen und wie das alles so am Fachbegriff ist. So, du weißt lehren, ist das dann wie flott für in der Klasse oder? Das sind einfach unter frischer Luft, dann irgendwie kann ich sich auch besser konzentrieren. Voilà, soweit für den Loris zum Mikro von Nathalie Bender. Eng von den Personen hat dem Projekt Hai als Martin Bindner. Sie erzählt uns lo, wie sich die Form von Lehren dobausen Mathearchitektur kann vorstellen. Also alle Mission schickt Schülerinnen und Schüler raus, für die gebaute Welt zu entdecken. Wenn man so dobausen, das kann sie entweder rund um die Schule, am Dorf oder am Quartier, wo die Schule dann ist, kann aber auch ein anderer Platz sein, so wie Haut und kann von Lünchen einen Ausflug gemacht hier in der Stadt Lützeburg. Bei allen Missionen gibt es ein Hauptthema, zum Beispiel Graffiti, öffentliche Plätze, historische und zeitgenössische Architektur oder wie Haut als Thematik Mobilität. Aber das klingt alles komplex. Wir haben einen pädagogischen Approach entwickelt, die kann erlaubt, auch eben komplex Herausforderungen rundzugehen. Also wir schaffen am Anfang interdisziplinär. Wir machen nicht für die Mathe an der Sprache und an der Science, aber wir gehen am Anfang von einer ganz konkreten Vorstellung aus, und wir sichern noch Antworten, Lösungen und dann noch neue Ideen. Das heißt, am Anfang machen wir da ganz viele verschiedene Aktivitäten an allen möglichen Disziplinen, ohne dass wir am Anfang den Fokus auf die Disziplin oder auf einen bestimmten Fachwissen legen. Wir beschäftigen uns mit einer interessanten, herausfordernden Frage, wie zum Beispiel, wie kann ich einen öffentlichen Platz gestalten, ob der sich die größtmögliche Unzahl von Leuten wohl spielt, aber wie kann ich das dann noch so machen, dass die Platz auch architektonisch gesehen zum Beispiel Werte von unserer aktueller demokratischer Gesellschaft zurückspiegelt. Ne? Voilà, das sind komplex herausfordernde Fragen. Für das herauszufinden, sicher mal die Plätze, da wird analysiert, dokumentiert, Gimose geholt, Gimose geschätzt. Dafür brauchen wir Geometrie, Mooseinheiten, Algebra. Wir brauchen sprachliche Kenntnisse. Wenn wir von der Gesellschaft schwätzen, sind wir schon im Bereich von der Soziologie, aber wenn wir von Demokratie schwätzen, sind wir an einer Form von politischer Bildung, immer dann als Architekten zur Raumgestaltung kommen.
Herr Micho, dir als Matbegründer von der Naturschule, als den architektonische Patrimoine gehört den auch zu der Natur dazu, respektiv als Lehrend dabause wie ich auch lehre mit der Architektur? Wenn ich zurückgucke Menge Kantheit, ich bin in der Stadt, der Jung sind zu Bonnewig groß gehen und ich hatte eine super Kantheit, wir hatten zwar kein Suen daheim, wir hatten Spielplätze. Wir hatten Freiraum in der Straße Football gespielt, Volleyball gespielt, Federball gespielt. Das war genial. Wir haben beim Nopa Breder geklaut, für Hütten zu bauen, ob da wissen eben drin. Wenn ich heute auf die Plätze zurückgehen, dann ist für keine Katastrophe. Und ich fand, dass, wenn ich vom Urwenruf gucke, vom Politiker, vom Städteplaner, dann hast du einen enormen Nachholbedarf. Das ist das eine Fehlplanung auf viele Quartiere von 4 bis 100. Ich kann halt praktisch nicht mehr man Wëlle vu Bohnenweg op Kloster vorlassen. Mir sind mat 10 Joer bis op Mund aufgefu man Wëlle. Dat kann sich heute mir firstellen. Wenn ich auch verschiedene Schule gucke, die einfach vergittert sind, wo mit nimme Beton ass. Am ich schwätzen da vu Natur vu Freiraum. Man kann sollen hier Architektur gucken, dann ist das Projekt da, das ist genial, das ist kein Zweifel. Mit Städteplaner müssen sich aber vorgefallen lassen, wieso, dass der Bon de Gasbrich oder den Kirchbirch oder der Bellwall, wie sie den so kann feindlich gestalten, wie es nicht mehr geht. Das heißt, irgendwo an den Neck gibt es eine Geringfläche gemerkt, wo kann auch können leben, aber das Summe sind, Shared Spaces, das ist ja ein Schlagwort für viele Gemenge, mit eine Mini-Deal gemerkt. Et gëtt net mi geschert. Die Nespass ass net mit dat gëlt fir kann so gut fir eler Leiit. Ich meine, du besteht schon en enormen Nachholbedarf. Ne? Madame Pratzfleisch mat Dir doch du unzuschleessen, Dir sieht an enger Staat op all Fall an den Ardennen net gift er so, dass et an enger Staat mich schwéier ass Lehren dobausen ze machen, weil eben bis mi weide Wagers vum Grings, weil viel zogebaut ass. Nee, ich denke, das müsste interessant an so, dass so nicht kein Problem mit immer Lesungen, da mir immer Lesungen Gesicht an unserem Konzept verankert, dass die Weh bis an de Bösch als immens wichtig ist, weil ich kann soll auch no an senger Gemengen wissen, wo die Plätze sind, an noch selber du hinkommen, da das für nicht von Autonomie geschwert, Andrea durch von Selbstwirksamkeit geschwert, das sind alles wichtig, wir dafür Mensch zu gehen, für in verantwortungsbewusste Bürger an unserer Welt zu gehen. Und dafür fand ich es alles extrem wichtig an enger Staat, die Werte zu kennen, wie komme ich von meiner Schule bis an die Bösch, aber wie kann ich mich dann auch an meiner Freizeit hier bewegen. Dafür das vielleicht mehr schwer an dem Sinn, dass den mehr Etappen am Lehren hat. Das ist der Prozess über die Straße, Landstraße, und das braucht alles für Beredungszeit mehr. Das ist die Zeit, die ihr braucht, und ich plane den dann an. Komm man neckert op den Projekt eisgebauten Welt, do as auch Madame Nadine Brix mat von der Party an Mathieu hun mir am Vierfeld iwwer die net onwichtech froh vom Classroom Management dobause geschwat. Also mir unterschieden zwischen Regeln, die sind allgemeingültig, immer wann den Ausflug mischt, dann haben wir auch Rituale, aber wir haben Maßnahmen, die ganz spezifisch für die Spezialmission für die wir dann rausgehen. Bei den Regeln da haben wir Sicherheits- an Näherlichkeitsregeln, wie sie sich am öffentlichen Transport müssen beholen, und noch wenn sie zu Fuß unterwegs sind. Und dann haben wir auch Regeln, also wir haben zum Beispiel unseren Rucksack, unseren Missionsrucksack von ausgebauter Welt, und da sind immer auch so Bannerscher dran, Neons-Bannerscher, Sicherheitsbannerscher, die kann er dann auch da kriegen. Das wäre ein Beispiel. Und dann haben wir aber auch Sicherheitsregeln, wann ihnen gegen verloren gehen, wie machen wir, wie gehen wir dafür, und auch was den Naturschutz betrifft, da gehen wir Regeln. Und das ist ein bisschen mehr allgemein. Rituale für da draußen, da ist ein bisschen mehr speziell, weil die hört, hier ist viel Akustik, da muss ich sich bemerkbar machen, und da haben wir an unserem Rucksack von den ausgebauten Welt eng Hupe, voilà. Und da haben wir dann das Ritual, wenn wir reinkommen, ja gut hupen, dann ist es abgepasst, wir machen Rassemblement, es gibt noch Informationen, 2-mal hupen ist vielleicht ein Gefahr, also das sind so Rituale, die angeübt gehen, als Beispiel für Rituale. Und dann haben wir aber auch ganz speziell Sachen, die von der Mission aufhängen.
an do hast natürlich auch ein bisschen Vierberedung vom Enseignant. Wir schaffen noch an den Workshopen dodrun an do geht den Enseignant enkeier am Kap 4 run durchschwerten alles zu machen huet, geht doch vielleicht op Platz und da guckte wo sie Platze, wo kann ich mich mit Kanner hinstellen, für dass man die Erbecht können gut machen ihren Erbesobtrag. Am mir hun an unserem Rucksack hummer auch so Verkehrspilonen, die orangeschweiß gestreiften, aber denen markieren mal so fiktive Klasseraum bausen. Und da wissen sie an dem Bereich dürfen wir uns bewegen, aber wir dürfen nicht darüber raus. Froen vun der Sicherheit an der Gestion se ganz kruzialer fir viel Enseignern. Froh und Veronique Kohnen, wéng Erfahrungen hu dir an dem Bereich do gemach? Ginnet do groß Risiken, gi sech viel frohen do anderem Gestalt auch vun ältere Fleisch? Also ich denke, dass sicher eng Angst auch von den Enseignern für sich überhaupt zu trauen, mit der Kanner rauszugehen, weil fährt, weil du bin durchkönnt, weil ihn das nicht so planen, weil viel Unerwartetes geschieht. Oft die Eltern sollen und müssen immer am Voraus darüber informiert gehen, dass jemand der Kanner rausgeht, da kann er sich dementsprechend kleiden, sollen immer Wasser dabei haben, weil das ist ganz wichtig, dass sie genug trinken. Sonst a puncto Sicherheit, also immer auch viel, muss ich viel auf sein Bauchgefühl lauschen, natürlich das schön mich da, was trauen ich mir so, was trauen ich mir nicht so. Und dann ja, du hast nach den Bereich Ritualer ugeschwart gin wéi eng Ritualer dat fand ich auch ganz wichtig, dat das überhaupt wichtig fir Kanner bei uns. Zum Beispiel so wann mir mat de Kanner rausgin, mir starten immer an eng Sitzkries, mir sitzen as immer run eng Toal, fenken so du no Dir vun Kanner selber vorstellen, sich selber vorstellen, a ganz wichtig zum Schluss kommen enker zurück bei die Toal, wo man run sitzen. Et gëtt e Kader vum Minister fir d Lehrpersonal fir den Enseignement dobausen fir dat Klor zu stellen, dats dat eng zirkulär, die en vum 3. Trimester rausgeht. Francine Van Olz, das Chefin vom Service de l'Enseignement Fondamental am Edukationsminister, die das dat erklärt. Für uns fenken as mal alles auch die Pädagogik, die dobause stattfind, die am Zusammenhang am Plan d'étude steht, als doch fies autorisiert, dann muss ich kein extra Demarche a puncto Autorisation machen, für die akkordiert zu kriegen. Pur Kontrante ginne allerdings, wann du zum Beispiel mat de Kanner e Bus muss holen, dann ass de Bushole mat Kachte verbonnen, an die Kachte muss gedrohe gehen, dann ass het selbstverständlich dat den de Bus muss bezuelen, natürlich seg Autorisation gött fir die Kachten och zu verholen. Dat aner dass dat vereinst der Sortie noch organisiert gin, die iwwer de normale Schule herausgehen, dat hicht Klasse ass net do wann Mëttechpause oder wann de Bus geht fir hem. Dann ist es selbstverständlich, dass die Eltern müssen darüber informiert gehen und noch mehr so relais, dass sie hier Präkautionen können holen. Und darüber heraus ist es immer flott, die Eltern zu informieren, wann eine geplante Sortie soll stattfinden, einfach für dass sie sich können richten, dass sie informiert sind. Beide Kanner können nachfragen und hier kann doch dementsprechend können kleiden. Unabhängig von diesen zwei Situationen dreht ein Enseignant als Sortie an einem Relevé an der Schule. Einfach auch das der Sicherheitsgründe für dat wann zum Beispiel Schul mis evakuiert gehen, dat man net muss hingoen an ein Klasse sichern, die dem Moment am Böschers an dat do Zeit verloren geht oder eventuell Pumpien Risiko muss ago für ein Klasse zu sichern, die an dem Sinne an der Schule präsent ist. Für diese Rolle wäre es aber so, dass man der Schulen dort Freiheit gehen, den zu feiern, so wie das für sie am einfachsten ist. Das aber auch am Kader von der Vereinfachung von den administrativen Prozeduren so festgehalten. Wenn die Responsabilität vom Enseignant am Allgemeinen angeht, als alle Aktivität, ob sie am Klassensaal stattfindet oder draußen, wird das Assurance-Accident vom Code de la Sécurité Sociale aufgesichert. Und das in Funktion vom Stundenplan, den am Kader von der Schulorganisation festgehalten wird. Die Enseignants sind sich wohl ganz sicher ihrer Verantwortung bewusst, kennen hier Klasse am allerbesten und wissen noch, wie sie also eine Sortie organisieren sollen, sodass neben dem Lehren dabei auch Sicherheit von der Kanner garantiert ist. Was die Gestion angeht, so ist es ganz stark so, dass die Equipen sich organisieren und dann noch zu summen an ob eigentlich auch die Pädagogik gehen, einfach auch für das, wenn ein Accident ging passieren, einen zweiten Erwachsenen dabei wäre. Madame Fiedler, eng frohen Irsch, wie viel Regeln sind tatsächlich neidisch für den Unterricht dobausen, wie viel mehr Aufwand als eventuell auch da verbunden? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. 5, 10, 20, keine Ahnung. Immer davon abhängig, wie ich mit meiner Klasse in Beziehung stehe. Also ich denke, eigentlich braucht es nicht wirklich viel.
Die einfachste Regel, ich denke, werdet ihr mir aus dem C1 recht geben, nicht weiter, als ich euch sehen kann. Basisregel. Dann die Frage, wie gehe ich mit Natur um, ist die zweite Regel. Also was mache ich, wie gehe ich mit Pflanzen um, wie gehe ich mit lebenden Tieren um, das muss man besprechen. Man steckt nichts in den Mund, was man nicht essen darf, so ähnlich. Aber im Prinzip war es das auch schon. Material. Wir arbeiten eigentlich mit dem, was wir finden, an dem Thema, was gerade ansteht und dann mit dem halt, was der Lernraum, den wir dann raussuchen, eben hergibt. Aber ich glaube, es braucht von beidem recht wenig. Wenn ich allerdings keine gute Beziehung oder eine eher schwierige Beziehung zu meiner Klasse habe, würde ich sagen, potenziert sich der Regelaufwand draußen auch. Also man muss schon schauen, dass vielleicht dann drinnen Dinge auch nochmal besprochen werden, bevor man rausgeht, weil sobald man rausgeht, haben die Kinder halt häufig, und das muss man auch sagen, wenn sie wenig Erfahrung haben im Draußensein, dann sind sie draußen fürchterlich aufgeregt. Und solange sie noch explorieren in ihrer Umgebung, sind die nicht offen zum Lernen. Und umso mehr machen die andere Sachen und entdecken halt ihre Umgebung. Und umso mehr habe ich als Lehrperson das Gefühl, der Unterricht läuft mir aus den Fingern. Und es gibt halt viele Dinge, die ich als Lehrperson wissen muss. Also ich würde eher sagen, nicht die Regeln für die Kinder sind so wichtig, sondern die Vorbereitung der Lehrperson ist wichtig. Also auf was lasse ich mich ein, worauf muss ich achten und wie bewerte ich dann nachher, was passiert ist, damit ich mich sicher fühle. Madame Fratz, könnt ihr irgendwie nur verzeihen, dass es Lehrpersonen gibt, die so der Toten, das klingt zwar alles schön gut, mir das mal ein bisschen zu viel weit gegangen, oder was gibt da die Roden? Ja, ich denke, das hat immer etwas mit der eigenen Person noch zu tun, und das ist auch genau das. Ich brauche Beziehungen, Sprachwissen, Sprachbeziehungen zu meinen Kindern, ich brauche aber auch das nicht wissen und auch selber den Interesse daran. Die Mäuse sind mir durch die Büsche gegangen, kann hun die kleinrot Erdbeere lernchte we entdeckt, dann ja, dann ist es auch schon gut, wenn ich weiß, was Erdbeere sind. Und ich weiß aber auch Leute, die so ja, mir ich kenne all die Pflanzen nicht. Und ich meine, das ist wirklich ganz wichtig, da denen sich einfach das nicht wissen hat. Ich meine, mir noch all das nicht wissen. Und da muss ich sich trauen. Und dann der wir vielleicht nicht zu viel am Kopf hängen bleiben, mehr so an Bauern an Herz gehen, aber wenn ich Lust hat rauszugehen, da soll nicht probieren. Ein anderes Beispiel von der Beziehung hatte ich auch die Mäue, wir sind auf einen anderen Platz gegangen, wie so just für zu so und so viel so in allen Hus wie mich, die schon lagen dabei sind, also am Anfang alles ritualisiert oder noch sicher, dass das immer alles gut lebt. Die Mäue sind auf einen anderen Platz gegangen. Und du hast ganz gut gemerkt, sie waren ganz verunsichert. Ein kleines Mädchen kam bei mich, wo gehen wir da haut, wie weit gehen wir hin? Also ich mir gehen einen neuen Platz gucken, da war man noch nie. Ich will aber nicht hin, ich komm, wir gehen mal gucken. Und du hast noch gesehen, die ganze Gruppe, als viel Minuten bei uns blieben, bei denen wo es in der Tisch, das ist gar nicht so weit fortgegangen, wo wir die Kehren, die D4 drohen, auf einen Platz gegangen, wo wir immer in der W waren. Und da waren sie natürlich wirklich weit weg. Was du nicht will, dass den immer soll wirsteln, weil die konstant das wirklich flott für, dass sie endlich mal an das erforschen, an den Flow dabei kommen. Und ich meine, das ist wirklich ein wichtiges Thema, sich ganz, ganz viel Zeit zu haben. Also wenn ich ein bisschen Angst hat, für rauszugehen, dann muss ich mal für dich ganz viel Zeit mitholen, sich an der Kannerzeit gehen. Und ich meine, da lebt es. Herr Michaud, die hat wie schon ugeschwart für den Dampfer méi so mat enger Klasse Verbundeweg op Mondorf am Velo da sind lo einer Risiken du mat da verbonnen. Was sind dann Tipps, die dir geft de Lehrpersonen haut das gin? Also ich will ver mal die vom Risiko bisschen relativieren. Als klar, sobald ich die Feiermauere verlosen, dann das Feld viel mir groß. Das heißt, da gibt es ein gewisses Risiko an, die kann man nicht nieren, das ist klar. Ich bin aber an denen viele Jahren, schon 3.000 oder 4.000 Klassen begleitet, und zwar am Minute Gegenden, wo viel Krevasse sind, wo viel sind, wo die Gefahren relativ groß werden. Das ist kein Krebs geschieht. Ich hatte nie eine Ambulanz, das Schlimmste, was passiert wäre, dass der See von einer beigepickt ist. Ne? Das heißt, ich muss einfach wissen, ein Risiko, die kann nur passieren, ich muss die können nachgehen. Aber es gibt keinen Beruf ohne Risiko. Wenn ich Chirurg schulen, ja gut, den hat auch ein Risiko, wenn ihn operiert. Aber ich kann aber nicht so machen, um Gottes Willen den Beruf nicht. Wenn ich den Beruf lehre,
da weiß ich wo 4 ran, du hast ein Challenge, wer traue nicht mal zu. Und ich meine nicht, dass der Wert, weil den Feedback von der Kanner han no, wenn sie heben gehen, an die so der mir nach ein rumkommen. Das ist mehr wert wie all der hat. Also dafür mengen nicht Leute sollen sich trauen. Und wenn immer seht, ich weiß es nicht, da muss ich den Beruf vom Pädagoger vorstellen. Wir wissen selbstverständlich nicht alles. Ich auch nicht. Auch nach 40 Jahren weiß ich nicht alle Pflanzen definieren. Dafür finde ich ja mein kleiner Apparat, wo ich kann nur gucken, das wissen nicht heute an der Tasche. Handy dann aber. Den Handy aber. Ja, okay. Ich meine, ich kann auch mein Bestimmungsbuch holen, da geht nicht besser reden wie beim Handy. Ich kann da besser beim Handy. Jetzt zählt er. Es geht nicht um Wissenvermittlung, es geht, wie kann ich das Wissen applizieren. Das Wissen habe ich an der Tasche. Als Pädagog muss ich nicht 4 Jahre lang auf die Uni gehen, für Wissen aufzurufen. Ich muss eben Bildung begreifen. Weil das den Unterschied zwischen Wissen vermitteln, kann er zur Bildung zu erzählen. Madame Fiedler, noch ein Kerl? Ganz kurz nur, weil es in dem Kontext, glaube ich, auch für ganz wichtig ist zu wissen, wenn wir von Bildung reden, dann müssen wir von Wiederholungen reden. Und dann dürfen wir keine Angst haben davor, dass wir nicht ein flotte Projekt machen jetzt. Ja. Weil die Wiederholung brauchen die, damit sie sich als selbstwirksam erfahren können. Diese Kompetenzentwicklung, die findet erst statt, wenn sich Dinge wiederholen dürfen und wenn ein erkundeter Lernraum dann genutzt werden kann zum vertieften Einsteigen in einen Bildungsprozess. Das heißt, eine Aneinanderreihung von Aktivitäten ist nicht draußen lernen, sondern ich muss eben einen Lernraum für die Kinder schaffen. Und das ist, glaube ich, dieses Zeit für Wiederholungen, Raum geben, ist das Zentrale. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter an diesem Programm. Wir haben auch geguckt, wie eine Regionaldirektion Lehrende-Bausen-Initiative kann begleiten. Das beim Christoph Bisdorf, den Direktor Adjoint von der Regionaldirektion Zeng, von der auch schon geschwärzt genau, sondern der den Projekt Forschende Bausen Jodo Hemas. Von Anfang an begleitet Christoph Bisdorf das Lehrpersonal von dieser Möglichkeit, Bausen dem Klassensaal Wissen zu vermitteln. Es verlangt doch ein ganz gut Gestion der Klasse. Ich denke, wenn ein Spanisch Kanner hört, da muss Enseignant die auch so oder denen so vertrauen können, dass noch beruhigt kann zu rausgehen. Wichtig schenkt auch immer, dass Forschende Bausen immer orientiert werden Plan d'étude. Das heißt, wir machen nicht irgendein weitere Projekt oder etwas Supplementaires, mit sollte immer sein, et als Deel von dem, was man sowieso muss machen, was man können machen. Du auch für allem die ganze Unterstützung für zu sagen, ja, man hat vielleicht nur 3 Blätter gemacht, mehr kann es aber an der Kompetenz einen riesigen Schritt gemacht, will das auf eine andere Manier gesehen hat, will das auch nicht erlebt hat, aber will das ausprobieren konnte. Das heißt auch du den Drogenwäschwellen, die ältere Weisen, auch von der Kandlo, eng seit Manner am Buch gemacht huet, huet awer immens viel geléiert an Spengen Mesio kann er sinn an der Schul fir ze léieren, an de Projekt sollte ëmmer Appppe sinn, ja, wo Kanner sollte léieren a weiterkommen. Fi allem an der ganze Versuchlo an der Pandemie huet och dem Projekt gehollef, wo man mehr sech an Direktion schon nimi vu Projekt schwätzen. Also mir sinn an de Kap vun de Leiit ass et ke Projekt méi. Das einfach ein Deel vom unteren Deel vom All, der ein Deel von der Direktion. Ich denke, das den erfolg gesagt in der das Leute nämlich vom Projekt schwätzen. Mir noch bisschen über die Grenzen rausgeguckt, was dort Praktiken beim Lehren der Bause sind. Sind du auf ein Projekt Silviva gestoßen, eine unabhängige Schweizer Stiftung, die jetzt seit 1985 gibt. Mittlerweile ist sie das Nationale Schweizer Kompetenzzentrum für An- und Mathe-Natur zu lehren. Wir haben den Exekutivdirektor Rolf Jucker gefragt, mit welchen Hauptformen Lehrpersonen bei Silviva kommen. Das eine ist die Frage, kann ich das? Weil ich kenne die Baumarten nicht. Das ist so diese ein bisschen die Angst, dass man das Wissen nicht hat und die Angst vor dem Kontrollverlust. Dass wenn man aus dem Klassenzimmer rausgeht, dass dann alles drunter und drüber geht. Und wir sagen da natürlich, Kontrollverlust ist eigentlich der beste Steilpass fürs Lernen. Denn sobald man draußen unterwegs ist und Fragen auftauchen, dann sowohl für die Lehrpersonen wie für die Schülerinnen und Schüler, dann ist das eigentlich die beste Ausgangssituation, um wirklich intensiv gemeinsam zu lernen.
Das braucht eben andere Kompetenzen, das braucht auch ein bisschen eine gelassene Herangehensweise. Aber die Rückmeldung, die wir kriegen, zeigt eigentlich, dass das jedenfalls sehr, sehr lernunterstützend ist. Also eine typische Rückmeldung einer erfahrenen Lehrperson ist dann zum Beispiel, im Klassenzimmer rede ich, draußen reden die Kinder. Das ist so die erste Ebene. Also kann ich das? Und da sagen wir immer, ja natürlich, das ist keine Rocket Science. Am Anfang ist der Aufwand nicht zu unterschätzen, aber das Resultat, das man dann sehen kann, auch über eine längere Zeit, das ist oft sehr beeindruckend. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass eben das Nutzen anderer Lernräume. Das ist auch eine sehr, sehr unterstützende Reaktion auf die zunehmende Diversität der Klassen. Es ist halt schon so, dass es gewisse Kinder gibt, die finden es sehr schwierig, still zu sitzen, die finden die Lernatmosphäre im Schulzimmer für sie herausfordernd. Und da berichten die Lehrpersonen dann sehr oft, dass diese Kinder plötzlich ganz anders auch im Klassenverband wahrgenommen werden. Eng froh neiser Witten Fleischsche Madame Kohnen sind dat Observationen, die dir och macht. Das Kanner, die et Fleisch an engem Zoneraum mi schwéier hunn lang Stonnen ze sitzen, dass déi ganz gut chlor kommen och mat mam Lehrern dobausen. Gréesstendeels ja méchens die Kanner, wo man mat drausholle, wo en dann immer se, woch lo so en du den Angst fir runn wie sinn déi lo dobausen, dat ze grad déi Kanner, wo en her no gun net opgefallen sinn, net ich dat das usech sinn déi anecht dobause, sie mache mat, weil ganz wichtig, et geht joch vun hire Froen aus, dat ich sie schaffen und dem, wat sie interesseiert, sie hun en Antere do mat ze machen, an sie mussssen net do sitzen, dat ich sie Dirfen sech bewege, Dirfe rundrem laufen, an ich kann dat nimmen ënnerstützen. Sos Fleisch nach von Ärer Seite dazu ein Remark? Ja, ich finde das immer lieft, hat sich mit Kanner, die wirklich ziemlich nervös wären, die vielleicht doch nicht terrible gut an der Schule wären, weil eben Geisteswissenschaften belangt, von dem man denen am Schulgeld geschafft wird. Und du gesagt, was kannst du da, was du stärk, was du hei, den ein Schubkehr an der Grab, an der Gräbe und so weiter, das waren die topfit und die hun super matt geschafft. Selbst wenn es an der Schule Pizza gemacht wird oder Lasagne, da wäre gerade die Kanner, die du auch geholfen von mit den Fangere schaffen, die haben sich da wohl gefühlt und sie konnten den anderen weisen, dass sie immer länger mit die Best wären. Und ich meine, das ist immens wichtig, denen Kanner, die vielleicht Männer von daheim aus mat kree, für denen gefiel zu gehen, hey, du kannst etwas, auch wenn es nicht gut am Deutschen oder Mathematik passt, es gibt andere Fähigkeiten. Das ist auch dafür werde ich eine Technikschule gegründet. Vielleicht noch ein Wort zu der Technikschule dann direkt am Ausschluss, woraus besteht der, wie war das für ein Projekt? Sängerzeit war nach der Claude Meisch, den hat Minister hast, der war der Zeit Meister und ich nehme die Propos gemerkt, so Teil die Politiker, die hat gern Handwerker, Ingenieure, Architekten, komm ihr machen, ob es man kann, weil das gerade am kleinen Alter, wo die geprägt gehen, für Sachen zu machen, die eigentlich, wo sie nicht an Kontakt kommen, weil haut kaum nach reden, da haben ein Atelier hört und so. Und wir machen zu dem Verding dann an der Schule von der rechten Minute bis zur letzten wirklich manuell erbig. Ne? Wir mussten das natürlich vieles verlangt, sie müssen können Mose, sie können rechnen, präzis schaffen, nur zusammen zu bauen, an sie ein Resultat. Ne? Und da das meine ich immens wichtig. Leider Gottes gibt es laut Statistiken, die man selber gemacht hat, schon 4 Jahren, am Eveil en Science gibt es nicht gemacht. Das heißt, das wird gut gemacht, das ist der Naturbereich, der Gesundheitsbereich, eventuell der Medienbereich oder Suchtprävention, mit dem technischen Bereich. Also, es gibt noch zu mir ein Forscherhaus, wo Ähnliches gemerkt wird, mir ansonsten Technik geht als allerletztes gemacht. Und das wäre aber super wichtig, eigentlich. Madame Fratz, die Frau von Fedrun und zu knappen, ginnet dann am Umkehrschluss Kanner, die Männer gut mam Lehren dobausen eins gehen. Immerem Kanner, wo schmecken, die einfach mir lang brauchen, die Fleisch aus einem Elternhaus kommen, wo das für Druck nicht bekannt war, an die einfach den Raum dobausen, die echt Schritte mat mir da machen, mat da machen an da eben Unsicherheiten hun an andere Menge kommen schöner Zeit gehen.
sich Zeit höllen dafür gi mir der darum von ganz lösen der Tisch bei uns aus dem Konzept mat verankert, dat man da dann Etappe machen, das net direkt zack an de große Bösch mir wirklich klengen Etappen bis man do sind vom sich selber brett machen ihr der rausgeht dat wirklich dat präpariert gött ihr den dofir und die dir geht mir sicherlich sind kann er die sich so wie mir erwussen auch die sich super wohl dabaus fehlen an andere die aber ja den doch gute Banne gefällt dann à la fin de compte Ende von dem Schuljahr das 19 kannner die 19 gi ganz gemmer draus an die fahren noch DW dem am Endeffekt mal lo 3,5 bis bald 4 Kilometer moes hin anre as ke Problem also sie der Idee am Anfang gekraschen oh, das ist schön B diese lo die renne 4 also das alles Prozess. Madame Fiedler, gibt ihr dat so bestätigen kriegen die Diversität an dem doten Bereich abgefangen an der Schule dobausen? Naja, also ich sehe auch immer wieder Kinder, die jetzt Artikel 2 bis 4 draußen nicht ins gehen, wie man auf Luxemburgisch sagt, so schön. Dazu muss man, denke ich, 2 Sachen beachten. Das eine ist die Frage, warum werden die gerade, kommen die nicht klar? Entweder haben sie die Naturerfahrung nicht, das ist halt fremd, oder was wir auch häufig sehen, mir ist langweilig, ich weiß hier nichts anzufangen, und dann die kommen nicht in Kontakt, oder ist es ihnen vielleicht zum Beispiel, sie haben Hunger oder ihnen ist kalt oder so. Das sind immer verschiedene Dinge, und da der erste Schritt immer, was wir empfehlen, ist, fragt doch einfach mal nach, woran hängt es denn? Und dann bekommt man schon mal eine Idee. Wenn man Kinder hat, die sagen, ich komme hier nicht klar, ich mag das hier nicht, dann kann es auch mit daran liegen, dass man draußen Lernräume selber mitgestalten muss. Und wenn Kinder sehr weit weg waren, sehr frontal unterrichtet wurden, sehr restriktiv, dann kommen die mit so Freiräumen nicht klar. Aber wir brauchen in Zukunft ein Höchstmaß an Problemlösekompetenz bei den Kindern und Kreativität. Das heißt, und die entwickelt sich nicht, also indem ich erkläre, was das ist, sondern die muss eingeübt werden. Ich muss selber einen Bezug zu mir haben, ich muss ein gesundes Gefühl haben für meine Kenntnisse, und ich muss unterstützt werden in meiner Lernmotivation. Und das heißt eben, dass ich draußen differenzieren muss, den Unterricht, und dann eben gucken muss, was brauchen die Einzelnen, und mitunter habe ich 2, 3 verschiedene Themen in einem Unterrichtssetting, einfach nur, damit ich unterstützen kann, dass die Kinder an den Themen arbeiten, die sie gerade gerne machen würden. Wenn ich die Kompetenzorientierung als Ziel im Unterricht habe, dann ist draußen Unterrichten eine große Chance. Ich muss allerdings als Lehrperson selber sehr frustrationstolerant sein, weil die Kinder gehen mitunter auch nach Hause und sagen dann den Eltern, es war langweilig, dann kommen die ins Bildungsgespräch und meckern. Und dann muss ich sagen, nee, das ist das, was dein Kind braucht. Die müssen lernen, Frust auszuhalten, und die müssen selber aktiv werden. Und wir machen immer mehr die Beobachtung, dass Kinder das nicht mehr per se sind, und es ist aber unsere Aufgabe, sie daran zu unterstützen. Madame Fratznacke? Ich gebe just dran anhaken, weil ich eben das genau das, wie ich es gesehen habe, wie ich es doch erleben. Und das ist am Anfang Grund, wie wir an unserem Präkurser noch zum Teil C1-Klasse sind immer dabei, ganz viel Freispielzeit lassen. Wir eben wirklich das sich rum von wie se nech a ménger Umwelt mat mingen Kollege rundrum, an dann wirklich fir so an eng partizipativ Haltung zu kommen, weil ja wann ihr net eens gëtt ma im Freiraum der wir net leieren, an das wirklich wichtige Punkt. Ich menge dem vu nu van Gun an als Schule sollen hunn sowohl derbause wie der bannen Partizipation leieren an weil wie gesagt, da krämer verantwortungsbewusst Bierge an auf dieser Welt. Fürbausend dem Klassesaal können ze ennnerrichten brauin als Lehrperson auch selber Formationen. Ich meine, dat geht schon das Thema 4 wat geschwar tun, weil du unoffere gëtt, dat tu mir beim IFN no gefrot, das bekanntlichsten Formationsinstitut von der Education, der Formateur Steve Feller. Für den lehrende Basisbereich schon mal IFN ein relativ groß Offer mittlerweile, weil auch der Mond an letzten Jahren immer abgegangen ist. Das Jahr hat man die 104 Formationen, was den naturwissenschaftlichen Bereich umgeht. Ungefähr 1000 von den Formationen waren für den Bereich Lehrende Bausen. Und du ein relativ divers Offer auch. Darin fallen zum Beispiel auch Formationen vom Forschende Bausenprojekt, zum Beispiel Basisformationen, Forschende Bausen, dann aber auch Schulgartsformationen, Formationen zum Thema Wasser, Ernährung und noch Geologie. Dann haben wir aber ein paar die Formationen aus dem wildnispädagogischen Bereich,
die von hauptsächlich besten am Busch statt. Du man zum Beispiel Formationen zum Autocooking oder auch für jeden Wölkreider nutzt, Teambuilding am Busch, aber auch wie Wanderungen mit Kanner zum Beispiel plant. Und dann so letzte Pilier für Formationen, das sind die ganze Formationen aus dem erlebnispädagogischen Bereich. Was Fächer angeht, sind hauptsächlich Fächer Scienzen, Geo und Geschichte. Das ist aber auch so, dass man da lascht viel Demonten eben Rakrouten auch viel spezifisch können Mathe und Sprache können bestens errichten. Und da schaffen wir aber gerade tun für Doffer in dem Bereich auch ein bisschen auszubauen. Wenn wir Geografie holen, da lernt ihr zum Beispiel wie Karte liest, das heißt, wenn ihr zum Beispiel für Wanderungen mit Kanner planen, da lernt ihr dann auch wie eine Kompass benutzt, wenn sich auf einer Karte orientiert, also geht es viel auch träumlich denken. Wenn man Lot Geschichte holen, da gehen dann zum Beispiel Aktivitäten wie ein Dorf erforscht, dann wenn ihr zum Beispiel ein Monument begeht, dann will ihr natürlich auch herausfinden, wie das ist, was seine Bedeutung ist, und für was das steht, und das sind dann auch Elemente, die ihr einfach kann dann zum Beispiel als Geschichtskultur an dem Moment mal drauf bauen. Und es gibt auch noch eine andere Piste für die Formation, das ist ein Dokumentations- und Formationscenter für den naturwissenschaftlichen Unterricht. Das ist ein Sci-Teach Center, den auf der Uni Lützeburg angesiedelt ist. Nora Kneip ist da von Anfang an dabei. Sie ist Enseignant an der Grundschule, noch Formatrice am Sci-Teach Center. Und sie erklärt, wie das Center funktioniert. Das Sci-Teach Center ist ein Ressourcencenter. Wir sind für 7 Jahre aus der Idee entstanden, für 6 Jahre aufgemacht. Das war eine Kooperation vom Hochschulministerium, vom RNR, auch von der Uni. Und es geht am Anfang an erster Linie darum, die Enseignanten mit alles, was zu naturwissenschaftlichem Unterricht kann, zu unterstützen. Die fanden das Ballwall, dem 4. Stock von der Maison de Savoir. Und da haben wir ein grosses Lager, wo ganz viele Materialien stehen, die Enseignanten sich gratis ausleihen können, für eben ihren naturwissenschaftlichen Unterricht zu unterstützen. Daneben haben wir aber eine riesige Bibliothek mit ganz vielen Büchern. Und an dem selben Raum, wo die Bibliothek ist, haben wir auch Formation kontinuierlich auf. Wir sind ein Team, wir bestehen aus Enseignanten und aus Chercheurs von der Uni. Und eine von unseren Missionen ist eben Formation kontinue für den Enseignant, für Naturwissenschaften zu errichten, da ein bisschen anders zu machen, wie sie vielleicht ein bisschen Gewinnfahrer für einen neuen Input zu gehen, und aber auch für die Volley Recherche abzuholen. Das heißt, wir gucken dann noch, okay, was wird aktuell gemacht an den Naturwissenschaften am Land, aber wie können wir die Leute unterstützen, vielleicht auf zu anderen neuen Ausstoß zu gehen und so weiter. Und wir funktionieren immer nur der Methode von frischen entdeckenden Lehrern, das so als grosses Ziel, dass die Enseignanten mehr an die Sport gehen, wie an die Sport von mehr Fischen aus und so weiter. Also es kann sich immer melden auf unserer Internetseite über E-Mail www.sci-teach@uni.lu. Da antwortet immer kriegt ihr ganz schnell eine Antwort. Und wir sind am Anfang offen für auch Formation kontinue internen an der Schulen anzubieten. Natürlich, weil der Besoin von einer Schule besteht, wir gerne ein bisschen mehr rauskommen können, wir wissen nicht richtig, wie wir das machen. Da kommen wir gerne sur place und unterstützen, an dem wir Informationen halten. Wir haben aber auch noch zusammen mit dem Skript zusammen ein Projekt lanciert, das Missions de Bausen heißt, wo wir den Enseignanten verschiedene pädagogisches Material zur Verfügung stellen. Das heißt, ab hier wird das bei uns im Internet aufzuladen, sie gratis, wo man dann eben ganz komplex Dossieren zu verschiedenen Themen kann aufladen. Wenn man von Formation von den Enseignanten schwätzen, da schwätzen wir auch von Methodik. Madame Fiedler, was möchtest du den Unterschied zwischen einem Klassenraum, wo den Enseignant dann aber meistens 4 steht, an dem Klassenraum, sonst mal da draußen noch von Kinders? Also was man auch aus den Ergebnissen aus Skandinavien, weil die Draußenschule kommt ja, also im Konzept ja jetzt, was die Schweizer übernommen haben, von der dänischen Ude-Schule. Und da gibt es groß angelegte Studien, die sich das genauer angeschaut haben, wie unterrichten dann Lehrpersonen draußen. Und da kann man ganz klar sagen, dass der Unterricht nicht 1:1 übertragbar ist. Das heißt, ich muss schon mir ganz genau anschauen, wie arbeite ich draußen, und dass draußen eher die offenen Unterrichtsmethoden partizipativ, sehr viel Redeanteil der Kinder, sehr wenig Redeanteil der Lehrperson eigentlich vorreitend ist oder
taktgebend ist im Prinzip. Und Rolf Jucker hatte eben das unter dem Angst vor Kontrollverlust Aspekt eigentlich genannt. Also was hindert mich als Lehrperson vielleicht daran rauszugehen, nämlich genau, ich kann den Unterricht nicht mehr machen, wie ich ihn drin gemacht habe. Wenn ich jetzt weiß, 75% werde ich an Verantwortung an die Kinder abgeben, dann ist die Angst nicht ganz unberechtigt, würde ich mal sagen. Aber im Prinzip ist nicht schlimm, weil es wird gut und es wird richtig schön und es ist schön, Lernbegleitung zu sein und nicht mehr der im Prinzip sagt, wo es lang geht. Was man drin hat, ist eigentlich eine Pseudosicherheit, weil wenn man eine Dreiviertelstunde lang redet, hat man maximal seine Checkliste abgearbeitet, aber die Kinder haben nicht automatisch gelernt. Die Regel für Frontalunterricht ist Alter des Kindes plus 5. Das heißt, 8-jähriges Kind plus 5, 13 Minuten zuhören mit Frontalunterricht geht. Und dann könnte man sagen, ja gut, das ist ja 13 Minuten, dann strengen sie sich nicht genug an. Wenn ich vor Erwachsenen stehe und einen Vortrag halte, einen 15-minütigen Vortrag, den müsste ich über 20 Mal wiederholen, damit ein Erwachsener das wiedergeben kann, was ich dann in der Viertelstunde von mir gegeben habe. Deswegen, also machen wir uns nichts vor, keiner kann das. Und es macht auch nicht Spaß, dauernd zuzuhören. Und zuhören heißt nicht lernen. Und deswegen ist draußen eben ganz viel an eine gewisse Methodik gebunden. Und beim Sci-Teach sagen sie ja auch, also Forschen, Entdeckendes Lernen ist eine mögliche Methode. Es gibt ganz, ganz viele mehr. Bei den Kleinen bieten sich eher ein bisschen andere Methoden noch an. Das ist freie Forschen, würde ich eher sagen. Wir machen im Cycle 2 bis 4 eher das angeleitete Forschen. Also gucken, nehmen eine Forschungsfrage raus und arbeiten dann die entsprechend mit den Kindern je nach Schwerpunkt durch. Was ganz wichtig ist, ist auch, dass es kein richtig und kein falsch gibt draußen. Und da muss man sich auch als Lehrperson, das ist das Zweite, ein bisschen von verabschieden. Dieses Vermutungen anstellen kann auch mitunter heißen, dass ich denke, nee, da ist ja komplett falsch als Lehrperson, aber ich muss mir eben überlegen, wie kann ich das Kind unterstützen, das selber rauszufinden, dass das vielleicht jetzt keine gute Idee ist. Und dafür muss ich in die Diskussion gehen mit den Kindern. Ich muss besprechen, was haben wir rausgefunden, was wollen wir noch wissen. Und das heißt, es führt eigentlich zu einer anderen Lernkultur. Und diese veränderte Lernkultur, dafür ist total wichtig, dass ich einfach nicht ins kalte Wasser springe als Einzelperson und sage, ich mache jetzt meinen Unterricht draußen, ich mache jetzt einfach mit, sondern sich Unterstützung zu holen, Kollegen mit ins Boot zu holen. Und Forschende Bausen ist explizit für Teams. Das heißt also, man kann sich dann bei uns anmelden, wenn man ein Team aus einem Zyklus ist von einer Schule, weil man muss sich gegenseitig stützen und eben man braucht langfristig als Erwachsener, auch wenn man etwas Neues lernen will, die Rückendeckung der Direktion, vom Bildungsministerium. Man muss das Gefühl haben, das ist safe, was ich mache. Das ist regelkonform. Ich mache meinen Job, wenn ich das mache. Und dazu gehört in dem Fall auch, dass man ausprobiert und manchmal auch nicht rauskriegt, was man gerne haben möchte. Madame Konen, dir hat schon ganz kurz so geschwärzt Vermittlung von Sprachen an wie ennner den spruchlech och dobause kann eenkin schmengen mir hat noch halb der Anten schon Beitrag wo dir drauf war as dem ukrainisch Kannergang die an der Schul bei ihr auch ukom sinn die Vermittlung von den Sprachen du stellst natürlich schon froh wie möchte den datbausen wat sind du so eher Erkenntnisse? Also als Erkenntnisse sind, dass Spruch sich automatisch dobauus entwickelt, kann er sind konstant an die ganzen Zeit mit nehmen an Gang zu schwätzen, tauschen sich aus, delen sich Schmatwätze raus von tun. Wie gesagt, wir in einer Klasse von ukrainische Kanner im Moment sind daran, wenn an für den Kontakt zwischen den Schülern herzustellen, der Tisch zwischen den ukrainischen Kanner und unsere Schüler herzustellen, haben wir die Kanner mit rausgeholt. Der Tisch, wenn wir mit der Klasse rausgegangen sind, haben wir die ukrainischen Kanner mitgeholt. An Bause fährten Kanner viel Mann an du hast direkt den Echange, der stattfand wird und du den bei Bemo verwundert, wie gut alles kann er auch Englisch schwätzen können, weil die uns genauso getraut wie du Ukrainisch kann er Englisch zu schwätzen, das geht du draußen automatisch. Mir habe bei der Kreider Gericht geschmacht, das ist ein Universalspruch, du brauchst nicht viel mit ihnen zu schwätzen. Ihr Flottbeispiel ist auch, mir haben, das war die Zeit, wo Margretescher an Peaceblumen daneben gebläht haben, an die letzte Bäusch Kanner und den ukrainisch Kanner gewiesen, wie mir ein Blumenkranz mit dem Margretescher machen, an spontan mit den ukrainischen Mädchen noch gewiesen, wie sie Blumekränze an der Ukraine mat Blumen an dat war dem Moment Peaceblume bannen.
Kommen wir vielleicht noch auf Motorik zu schwatzen, Herr Misch, oder das ist ein Thema, was ihr schon Herz leitet, lese noch an eurem Buch, dir so viel kann er hun schon ganz klein am Anfang Reckeprobleme, du durch das am Anfang dann viel sitzen, wie mis den du mal da umgehen, was ändert in Lehren du draußen darunter? Ich kann du bist der Erfahrung schwätze, weil ich sie relativ schnell gewusst, ich war nicht ganz solid und dafür konnte ich auch direkt eng Skolios. Das heißt, ich hatte für einen kleinen Mund hatte ich Reckeprobleme. Am 5. 6. Schuljahr konnte ich dann eng 4 Stunden pro Woche Reedikation. Ich musste 26 Stunden im Stuhl sitzen und das war die Ursache. Da tut sich über die Liste gezündet, bis ich noch an die Schule gekommen bin. Auch da sind ich nach relativ lang, wie ich bis an der Naturschule geschafft habe. Du weißt, den ganzen Tag auf den Beinen, ich habe mich bewegt. Und ich von dem der okay mich weh. An der Haut bewege ich mich immens viel. Der Tisch der tankt immer zu summen. An der Schulmedizin als der so wird schon geguckt, kann gut gesehen oder Karies hört gut. Das Problem kann ich lesen. Aber die Motorik, wenn die bis 12 Jahre versucht wird, da kann ich nicht mehr do machen. Ich muss ganz frei aufhängen, kann an die Prozesse ranzukriegen. Aber wir haben leider Gottes keine Statistik an uns Schulmedizin. Ich muss das so wie das, die heute versucht. Das heißt, an Deutschland gibt es genau Statistiken, wie viel kann er Rückfähig haben, wie viel sie mal drüber holen an der Wurstenalter. Weil all Chinesen, die Problem do, die könnt nicht von Haut gestet, die können aus der Kante, dann aus dem Jurens, wo es immer nicht mehr sitzt. Und ich meine, das ist enorm wichtig auch zu sagen, dass das Lehren da bausen, dass die Motorik gestärkt, dann, dass man da nicht mehr für die Kanner Benefice rausschlagen. Mit das rechnerisch spürt das nur die Krankenkassen enorm zum Geld. Madame Fratz, vielleicht noch ein Wort von ihr. Dazu die Siedlung Martine ganz klein, wo der vielleicht noch nicht Lorek, welche Probleme gesehen, hoffentlich nicht. Doch? Nee, aber also das erschreckend zu gesehen, dass viele Kanner kommen und nicht mehr wirklich keine richtige Mundmuskulatur mehr haben, weil sie so essen, wie sie essen. Also auch da das ist ein Problem. Und auch nicht mehr so können gehen, wie Friedrich schon gesagt hat, über den unebenen Boden. Das ist am Anfang trollen wir mal ganz viel. Wir brauchen noch ganz lang, bis wir am Busch kommen. Aber das merkt ihr, wie das aber kann abgeschafft gehen, wie einfach den Training, den däischen Training hilft, dass sie verwannen an der Bemol auch Lust könnt, wie schon Friedrich gesagt hat, wo Bemol wirklich Distanzen mat Lichtigkeit zurückgelöscht, wo vier drunter den Drama war, so weit zu gehen. Und ich denke, das wirklich etwas, ja, sie kann er kommen nicht mehr so bei als wie sie 24 Jahre bei uns kommen sind, mit der Tisch aber nicht, dass man nicht mehr eine Schule halten. Und an der Pause gibt es kein Kompott, gibt mehr ein Apfel. Für yes. Mundmuskulatur. Absolut. Oder Mutten, ja. Okay. Maja, da gucken wir zum Schluss noch ein bisschen noch 4. Und zwar steht am Hirsch, den Projelären nach ein am Vordergrund, und zwar bei den Mir gehen raus Wochen. Das ist vom 10. bis zum 28. Oktober bis dahin also noch ein bisschen. Melanie Trojan aus der Division de l'Innovation Pädagogique et Technologique vom Skript, gibt es schon ein paar Erklärungen. Die Idee, du handelt als für den Enseignern Lust zu gehen, mit ihren Klassen rauszugehen. Das heißt, wo sie dann den Kurs, den sie sowieso viel gesehen hatten, da bannen zu halten, nur Bause verlagern. Aber weil nicht immer so einfach ist, für die richtige Uphack zu finden, was den Bause kann machen, lancieren wir ein Internet-Site, wo dann eine ganz Reihe Ideen drauf sind, was die Enseignern können mit ihren Klassen Bause machen. Die Ideen, die gehen nicht für alle Cycle, und die sind auch ganz klar im Plan d'étude angebunden. Das heißt, was den Enseignant sowieso geplant hat, Bannen zu machen, kann dann auch kriegen dann Ideen, wie das Bausen da kann deklinieren. Die Klassen, die dezidieren, dort zu machen, die kriegen dann die Möglichkeit, hier Aktivitäten, die sie Bausen gemacht haben, zu dokumentieren. Vielleicht tun sie noch zusätzliche Ideen, wie sie die Aktivitäten angepasst haben. Aber wenn sie das da rausschicken und wir fanden, dass das wirklich eine Flotaktivität war, dann können die 3 besten Klassen kriegen dann einen Flottepreis. Und dann gehen auch die Aktivitäten, die noch publiziert am Courrier de l'Éducation, so dass den auch als einer Enseignant da vielleicht kann motivieren, die Aktivitäten dann zu überholen.
Wir werden auch auf dem Internet Partner weisen, die Aktivitäten dabei anbieten. Das heißt, das sind Aktivitäten, die Klassen da können buchen. Das sind ganz klassisch wie Natur und Umwelt, Forstverwaltung, also weiter. Das ist da vielleicht mehr interessant für die Enseignanten, die sich vielleicht nicht brett viele für ihre Klasse selber Aktivitäten dabei zu machen. Da können sie die dann bei einem externen Partner buchen. Mir ganz klar soll da aber im Vordergrund trotzdem stehen, das wird ein Enseignant selber kann man in der Klasse machen. Voilà, soweit fir Melanie Trojan vum Skript. Wir gehen dann River bei Froen, die ma rageschickt getun vun als Nolaustrabausen. Ich fangen mat der Froh von engem Schulmeister, den Sikel feiert 2 huet. An die seht, de Programm wie so akademisch op dem Niveau, dat ihr nur net weist, wie ihr Schüler zum Beispiel Äquationen, also sprich Mathe an der Natur sollt beibringen. Hier sicht du Beispiele, wie eine méi komplexe Programm kennt an der Natur rüberbringen. Ich gehe Formul und Madame Kohnen weiter. Ich kann nicht direkt ein Beispiel geben, wie eine Äquation dabausen möchte. Ich kann aber so wie Mathe kann dabausen machen oder Beispiele geben, was mir Mathe kann dabausen machen. Das heißt, wir gehen zum Beispiel an der Schulgart, wir müssen die Beta auf, wir rechnen den Flächeninhalt oder wir rechnen das Volumen von einem Hochbeet. Und ich denke, allein daraus kann ich zum Beispiel schon eine Äquation machen. Den Herr Micho so kann ich eine Baum müssen, das kann ich müssen sein Umfang, das kann ich sein Heicht müssen, das kann ich schätzen, was meint die, wie groß sind die Wurzeln da lo am Boden. Der Testoginet aber ganz viele Beispiele. Und dann will ich zum Sikel 4.2 so ich weiß, dass der am Anfang die Echtzeit ganz stressig ist und da sehen sie do dann ob die Orientation muss viel bereden. Ich weiß auch, dass sie lo eine wunderschöne Zeit können mit ihrer Klasse haben, weil die Tester an die Orientation als River an gerade lo ging es den Schulmeister vom 4.2 und herzlich mit der Klasse rauszugehen, weil lo hun sie Zeit oder lo hun auch Zeit Projekte dabei zu machen. Madame Fiedler, der wollte habst du zu fügen? Sehr gerne. Also wir haben verschiedene Kooperationen im Furschen der Bausenprojekt, unter anderem mit den Climate Detectives. Und da haben wir eben angefangen, Wetter- und Klimadaten einfach mal zu sammeln rund um die Schulen und die entsprechend auszuwerten und dann auch mit Satellitenaufnahmen der ESA zu vergleichen und haben dann eben den Bezug gemacht zwischen der Mathematik und dem Fach Geografie beziehungsweise auch Evaluation. Was ich gerne sagen möchte zu dem überhaupt Mathematik draußen unterrichten ist, dass es rein lerntheoretisch einen Riesenunterschied macht, ob ich draußen Daten gesammelt habe, die ich dann mathematisch auswerte, ein positives Lernerlebnis hatte, weil es einfach Spaß gemacht hat, oder ob ich Zahlen vorgesetzt bekomme und mit denen arbeite. Also was ich auch im Sikel 4 schon gesehen habe, ist, wenn ich Geschwindigkeiten von Autos gemessen habe, die eine Rutsch runtergefahren sind. Dann wollten die sehr wohl wissen, wie viele Kommastellen dann wer welcher schneller war. Wichtig ist, dass man beim Arbeiten mit den Kindern guckt, wo geht die Lernmotivation hin? Welche Lernmotivation habe ich gerade und wie kann ich die aufrechterhalten? Also, und das ist, glaube ich, die erste Frage. Also, wie kann ich Zahlen finden, mit denen ich weiterarbeiten kann, um die Gleichungssysteme zu machen, die aber was mit den Kindern tatsächlich zu tun haben? Das ist wie die Relation, wenn man viele fragt, was ist ein Meter? Dann ist so ein großes Fragezeichen, was ist ein Kilo? Aber die Raumwahrnehmung fehlt da, das Anfassen fehlt und der reale Bezug. Und das wird halt immer schwieriger. Und deswegen würde ich unbedingt sagen, Zahlen draußen sammeln und dann drin verarbeiten. Herr Michaud? Ja, ich finde auch ein interessantes Beispiel, was Gewicht, was Mosen belangt. Wenn man an den Buschgang sind mit Kanner, dann ist ganz oft mal am 4. Rendezvous ausgemerkt gehen und hat uns da dann Pferd gewesen, wie die gezündet. Und dann haben wir gesagt, so nach dann, was weit denn, da wie schwer ist da? Ja, 1 Tonne. Was ist 1 Tonne? Komm, wir probieren mal. Ja, wir zu 20 Kanner, Seel und Pferd gemerkt. Kriegen wir Pferd da gezündet oder zieht Pferd Eis. Auf Flöppers Pferd bei Eis natürlich durch den Buschgang. Ganz einfach für das Gefühl zu kriegen, wow, 1000 Kilo ist viel, das ist stark. Ne? Und so kann ich Beispiele darüber da wieder finden. Ne? Und das eben, wie gesagt, das ist ein Ausgangspunkt. Wir haben nur mit Tonnen oder mit Metern oder mit Kurven zu schaffen oder mit mathematischen Abstraktionen. Ne? An der Basismenge muss das konkret handeln. Stoen. Und dafür fand ich doch immer ein bisschen problematisch, wenn man verticht Tabelle leieren, Multiplikation, Division und so weiter, und dann nur kriegen wir eine Rechenaufgabe. Wir müssen eigentlich konträr sein, wir müssen ein Rechenproblem
optauche losen an der Kiche fan man der 100 Milliliter oder wieviel Backpul verbrauche man da kom ich höllen de an dann setzt man an der no so man jo gut der Tummer gebraucht da muss man abstrahieren ne? Zu der Abstraktion nach eng weiter froh auch von engem Nolaustra de Fred as net de große Problem, dass nur de sekundärer final de Klassik mechtens und engem ganz hegen Abstraktionsniveau hängt, die net viel am Liwen dobausen zu dienen huet. Wem sich freiwillig für sie zu beantworten? Madame Fiedler, ja? Ja. Frage beantwortet. Ist schlimm, geht nicht, müssten wir alles ändern, aber wir müssen irgendwo mal anfangen. Schon? Also ich habe Chance nach Mädchen zu hören, weil ich an der Liste gegangen das sei Primärunterricht für den Lohanner sich an am Liste gerade konträr. Der Tisch hat die Malchance, dass es während 6 Jahren nie an der Bösch war. Nie Apps gebaute gebastelt huet an da könne dann de Liste das ich kann so reden der Liste wat für mich ein ganz gut show las an der Hinsicht an dem machen immens viel Sachen direkt den nächsten Derke dann in de Science ein Experimenter gemer an das begecht von der Show der Tisch das einfach fannger spitze gefiel dat kann den op all Niveau hun dat kann auch mat de Studenten hun es schon allgemein Kuren op der Uni mat de Studenten dobause gehan du war ke Kur op der Tafel eine Referenz wo sich konnte weiterbilden mit war immer die Sache komme ich raus an das wie 4 gesot ging ich kann höchstens 15 Minuten nur lauschen 10 Minuten gesperrt und da immer ein bisschen weitergegangen relax an dann gediskutiert gehen ich meine das kann ich auf all Niveau machen und das kein Unterschied zwischen dem echten Zyklus einem feierten oder einer Uni überall kann ich nicht dort umsetzen. Ja, ich denke das ist immer wichtig natürlich kann du nur in gewissen Abstraktionsgrad am Lehre kommen weil der war nicht heißt, dass man schon am Präkos also ich gebe mir das ganz schrecklich feststellen dass du schon mit Abstraktion üben ja ich üben sie effektiv mir nicht am abstrakte Sinn mir am reelle Sinn der Tisch mir dürfen nach mal den Händen am ganze Körper mal alle Sinne erschaffen an immer wenn ich all die Phasen durchschlaf hun dann komme ich auch irgendwann du hin dadurch am Kap kann denken, am Kap kann Sachen drinnen, am 4 Stellen, am Reflexionen machen, an 4 gucken, und das nicht machbar, wenn ich das direkt mache, weil so, da kommen wir bei die Synapsen, die müssen geschaltet gehen, und die gehen immer geschaltet, wenn wir es bewegen, aber wir Reizer kriegen, und das könnte nicht durch die Abstraktion, wo quasi kein Reizer sind. Mir nach 3 weiter frohen, die nächste geht Darstellung von den Älteren. Ich Schulmeister schreibt seine Erfahrung, dass ein Reihe Älteren Heinz für Mengen das nicht genug gelehrt gehen, für an die Lycée zu kommen. Was können den ihnen anführen? Erkennt Direktionen an dem Ministère d'Enseignant nicht besser unterstützen, die mit ihre Klassen rausgehen? Und das schon ein bisschen ungeschwart gehen heute das Thema. Vielleicht doch heute in Madame Fiedler, ja, ich denke, also das Gespräch mit den Eltern suchen und aufklären über die Zusammenhänge ist wirklich immens wichtig. Also wir müssen uns darüber im Klaren sein, alle zusammen, dass wir eine Kindergeneration haben, der für ihre Entwicklung, damit die optimal ablaufen kann, verdammt viel fehlt. Und das ist nicht mit Nachhilfe getan und nicht mit Förderung von irgendwelchen Abstraktionsniveaus, sondern wir müssen uns darauf konzentrieren, dass die Basis kriegen. Und die muss heute anders aussehen, als sie vor 20 Jahren noch ausgesehen hat, auch als sie vor 10 Jahren noch ausgesehen hat. Machen wir uns nichts vor. Und ganz wichtig ist, die Eltern aufklären, mit ins Boot holen und auch erklären, warum machen wir das? Warum ist das so wichtig und warum ist das nicht ersetzbar? Weil es ist ein Bestandteil, aber ein ganz wichtiger. Und ich glaube, ohne die Kommunikation zwischen allen Bildungsbeteiligten wird es in Zukunft nicht gehen. Madame Kohnen? Ganz wichtig auch kann ich den Eltern noch so der das Bestandteil vom Plan d'études den Evaluationsunterricht aus Kompetenz orientiert abgebaut der schafft den Kompetenzen den Plan d'études no der kann den Eltern auf den Plan d'études verweisen und dann sind absolut aufgesichert. Je weiter man denger nächster froh du geht 4 an Noberedung für und allem wann schrift verstehen das viel von 4 Beredung geschwarz gehen schreibt das die Person wir möchten am besten Noberedung an der Klasse wann die Stunden derbause gehalen hue tun dann wie du Tipps
am Kohlenfleisch? Ja, also mir schaffen Apps wird ganz flott, dass mir holen immer Forscherheft mal raus, also so ganz frei Heft, der Tisch wo kein Arbeitsblätter, wo einfach nicht mehr weiß Seiten dran sehen, wo kann er hier Ideen frei dran schreiben an Hand, wo auch Fotos dran kommen, wo Skizzen dran kommen, wo Mindmappen dran kommen, an Hand von dem Forscherheft bereden wir dann noch an der Klasse nur an tauschen wir es aus, der Tisch auch immer dat war doch schon viel gesucht gehen net dubausen Apps machen an du nur einfach ein Arbeitsblatt zu machen an dann hast dat aufgeschlossen der Tisch drüber schwätzen kann er du zu schreiben losen neu frohen entstehen aus alle frohen und dann immer im weiterschaffen. Die letzte Nullstrafro Guinness und den Herr Micho weil mich bis nur noch erinnert, weil dafür Droge so tut, es geht halt um die Gestaltung von den Schulhaf. Froh als müsste nicht schon Schulhaf ernst konzipiert gehen, für die Lehrer draußen zu fördern. Ja, das ist ein Problem, die gibt es schon seit 40 Jahren. Ich kann mich erinnern, dass ich von einer Gemeinde gefragt gesehen, soll man nicht ein bisschen Grings rundherum setzen. Und dann habe ich eine Propose gemacht, so und so und so. Du kommen aber bedenken, ja, dat do as pikech, dat do könnt eventuell liicht giftig sinn, dat do wësse man net, dat Techt das han nur nach Schu eng hobbychen Heck geplant. Je weder eng Ros nach Spackelter oder so. Do geht et dun. Bon, wann ich den Raum net tun, dann ass natürlich auch schwéier so wie verschiedene Schulen an der Städte gebaut sind, dass es immens wenig Raum gibt. Und du hast schon flott, wenn überhaupt der Bam du hast. Daran, wenn das natürlich da in einer super Situation an noch verschiedene andere Schulen rundherum, das Tendenz im Moment dafür wirklich die Gesamtschulen aus dem Dorf oder aus den Städten rauszuholen. Das hat natürlich auch immer Notdeler, das bedingt Transportkosten kann er sitzen, aber es schon von teilweise 7 Euro am Bus für transportiert zu gehen. Mehr effektiv Schulhef, dem ist dann wirklich vu 4 Ran geplant gehen an ich gehe Beispiel, ich war am Gespräch mit der Stadt Lützeburg für den Sit vu Villeroy Boch zu konzipieren, wo auch über Schul- und Technikschule hat Keramikschule Ritzgängers und ich gefragt, weil hier kommen 800 Wohnungen, da kommen nach 300-400 Kanner, wo dir kein Schul ha an den ich aber gesagt, nee, wir transportieren sie an Milleberg oder Drollinger Grund. Also der Willen misst schon dosi fir besser zu werden. Voilà, vielmals merci, dat war dann Schlusswort. Wir sind am Schluss von der Sendung ukom. So wie verrangem den Lohai de Bonnen dabei war. Vielmals merci auch all den anderen, die mat gewirkt hun. Dir fand die Mission wie immer auch gespannt auf der Website vom Radio 10,7. An Hai geht lo direkt weiter mit den Nachrichten. Ihr soll noch schöne Nachmittag.